Oh mein Gott, Freunde, willkommen zurück zum wahrscheinlich großen Finale hier von Dragon Ball Xenoverse 2 gegen Miwa in einer finalen Form, wie man so schön sieht, mit Son Goku als Super Saiyan Blue. Wie bist du hergekommen? Das ist eine gute Frage. Ja, ihr seht, ich bin wieder hier, auch meine Energie ist ein bisschen anders. Das Problem war, im letzten Part hatte ich ja am Schluss aus Versehen auf den PS Home Button gedrückt und währenddessen lief das Spiel intern weiter. Schön, wenn ich wieder zurückgekehrt bin, also nicht Pause-Funktion, aber zurückgekehrt bin, war ich bereits tot. Das Spiel muss nochmal ein Kapitel nachspielen. Und offenbar, da muss nochmal gegen Miwa seinen, ja, alten Formen durchcatchen, mit Toba am Schluss noch, bevor man hier gegen ihn antreten kann. Ist irgendwie so, frag mich nicht warum, ist egal, wir legen los. Nein, ah, Mann, so jetzt. Ja, hallo? I'm glad I finally get to repay the debt I owe you. This time I'm the one coming to the rescue. Wow, 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 was das für ein Style? I can scarcely believe the power So, der falsche. coursing through me. Now there's no mission. No Alter, der greift gerade Son Goku an. Wie macht er das? This must be how it feels to be Okay, im Prinzip ein bisschen lame, nebst Son Gokus Super Saiyan Blue, aber trotzdem. Wow! you with my Alter. own hands. You say an Ey! endless wells of power. You have my undying respect. Oh, danke, Miwa. I must beat you. That sort of power. Ja, leg mich! Oh, das sehen beide ziemlich alt aus. Oh, gibt das schon alles, was ich habe? Nein! Verdammte Migra, ey. Migra sage ich schon. Mira! Super Saiyan Style! Super Saiyan ist cooler Style! Mann! Kannst du mal aufhören mit dem scheiß Mira? Oh oh. Final ging nicht! Warum ging Final nicht? Nein, jetzt schon wieder! Oh, Alter! Aua! Er ist ja überpowered! Was wird er blockt? Was soll er sonst tun? Ja, nicht schon wieder der Scheiß. Nein, nicht schon wieder der Scheiß. Hilfe! Eine Kraftkapsel, okay. Ja, ihr wollt. Du. Voll fies. Nein, schon wieder. Nein! Alter, ihr kommt nicht mehr raus. Mach es halt doch trotzdem. So! Sag mal. Hey! Aua, der war fies! Final! Voll nehmen. Ja. Goku, can you hear me? Use instant transmission to get out of there. Lighten up, old man. I don't know about all that timeline mumbo jumbo, but I do know that this guy is ridiculously tough. But I don't see that as a reason not to fight. Besides, the fight against someone this strong doesn't come along every day. Der mag es sein, Goku, ist da tot und ich leider auch bald. Ich habe nicht mehr so viele Optionen. Oh, jetzt schon wieder der Quatsch. Lalala. Wie stark Mimo wohl wirklich ist, wa? Sphere of Destruction! Wir funden ein Fehler sein. Ah ne, triff mal. Man hält genug vor. Ah, das ist Goku weggeschleudert. Final! Da bringt nichts. Oh, der macht viel Damage. Alter, was für ein Finale. Isn't over yet.
Regengun! Der Scheiß trifft doch gar nie. Natürlich, war er jetzt wieder... nein, wieso hat er getroffen? Ich bin wieder weg. Son Goku hält ihm noch durch, krass. Was mache ich bloß gegen den? Der hat mir noch viel zu viel Energie. Goku, lenk mal ab, wäre ganz nett von dir, ja? Wäre ein Hilfezug, danke! I'm pleased you've been able to keep up with me so far. Verarschen? Keep struggling for me. Stings a bit, doesn't it? Well, I am using my full power. So, gehen wir gerade ändern, Goku. Nein, er hat die... Hä? Wieso Finisher? Der steht doch wieder. Der steht da, man sieht's doch. Das Spiel verarscht mich gerade. Very good. You were worth all. Boah. What? Super Blue Ryuken! Do it! Alter Falter. Trug mir gerade echt Potaro-Ringe von den Kaioshins? Das Kamehameha. Wieso eigentlich nicht Final Kamehameha? Wäre geil gewesen. Egal. Epischer Abschluss. I suppose that's the end of that. Ja, und ich überlege gerade, die Migua sterben in Xenoverse 1, wurde vernichtet von uns. Towa Miwa sind jetzt in Xenoverse 2 down. Wer bleibt noch für Xenoverse 3? Ich meine, damals gab es so einen geilen Cliffhanger, wir wussten, okay, wenn es einen Nachfolger gibt, dann Towa Miwa. Wie geil wäre das? Aber jetzt, das ist jetzt eine gute Frage. Yeah, I think we can watch over history in peace for a while now. Ah, eine Weile in Frieden. Eine Weile, nicht für immer, sondern eine Weile. Hä? Xenoverse 3 confirmed? Wer weiß, wer weiß. Kann vielleicht ein neuer Gegner sein, wa? Rein theoretisch. Ich überlege gerade, aber in Dragon Ball Heroes wissen wir auch nichts Neues. Da geht es auch immer noch ein bisschen um Towa, Miro und Demigra. Insofern. Dabra vielleicht, wa? Ja, wegen Dämonenreich, was Towa erwähnt hatte. Only for a while? Mhm. Someone is bound to try to disturb history again. But it's our job to stop them. Und natürlich auch für Michael den Dritten. The path of training never ends, eh? I still have a long way to go. These events, they taught me that much. Now, there's no need to worry. You're not going to be alone in this endeavor. Mhm. Right! I told you, this isn't for eating! Making an omelet out of this would be crazy! Typisch Goku. Genau, Mann! Was fällt dir rein, Alter? You have to admit, it looks pretty tasty. Pretty tasty, Goku. What do you think we've been fighting for? I swear you're worse than Mira. Ach, come on. Sorry. Oh! Hey! Everybody! It's almost time for a new universe to hatch from the egg! We should all go and watch. Mhm. This is a rare opportunity, you bet!
Well, well. What sort of history will we see take shape today? Vielleicht die von Dragon Ball GT? I hope there's a lot of tough fighters. Just thinking about it has me... Feeling pumped up, right? Hey, watch it! Don't steal my lines! Oh, keine Ahnung, vielleicht ist es weg. Oh Mann, da sind sie auch schon. Die Credits! Von Dragon Ball Xenoverse 2, Original-Story Akira Toriyama. Ich höre gerade mal hin wegen der Musik, weil je nachdem, was für eine Musik hier kommt, muss ich die eventuell rausschneiden oder ersetzen oder keine Ahnung. Naja, wisst schon, wegen Copyright-Rechten und so weiter. Aber gut, in diesem Sinne würde man sagen, Freunde, das war's in dem Hauptstory-Modus von Dragon Ball Xenoverse 2. Ja, man kann wohl sagen, Xenoverse 2 ist in große Fußstapfen getreten. Weil Xenoverse 1 hat ja, wenn man so will, mal den Grundstein gelegt. Für einen, zum einen würde ich sagen, würde epischen Story-Modus damals, plus eben auch die Kämpfe, bisschen anders, wobei da natürlich alles noch, sage ich jetzt mal, abgesehen von der Hauptstory, was Xenoverse 1, was mich betraf, noch ziemlich experimentell. Auch mit der ganzen Oberwelt noch so, Interaktion online, was man alles kaufen konnte, etc. etc. Und schon jetzt mal ein Fazit hier dazu treffen darf. Also in Xenoverse 2 hat man das eigentlich alles verbessert. Um einiges verbessert, ich sagen würde, vor allem auch Super Saiyan Transformationen. Ich meine, damals musste Super Saiyan 1 konntest du machen, okay, Super Saiyan 2 mussten eins wieder rausnehmen. Versteht ihr, du kannst nicht mit dem gleichen Körper verschiedene Transformationen durchmachen. Das ging bei Xenoverse 1 nicht, haben wir hier bereits verbessert. Ja, gut. Eine ganze Skill ausrüsten und zwar nur eine Transformation, nicht mehrere. Ja, kann man sagen, was man will. Das ist ja auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich gewesen. Trotz allem Xenoverse 2, in der Hinsicht hat es eigentlich, wie ich finde, alles verbessert. Auch ich glaube, die Grafik noch ein bisschen besser geworden, mehr Charaktere, noch ein bisschen mehr Tiefe ins Ganze. Das baut natürlich auch auf Xenoverse 1. Vor allem genial, wie immer, die musikalische Untermalung, so gesehen natürlich. Auch die epischen Szenen, welche Kämpfe machen konnten, teilweise ein bisschen andere Kämpfe anstelle aus Xenoverse 1, teilweise die gleichen. Ja, ist soweit einfach alles ganz geil. Und dann natürlich die Story weitergeführt von Towa und Mira. Was mich hier ein bisschen gestört hat, ich glaube im ganzen Spiel bisher wurde noch nicht einmal Demigras Name genannt. Klar, wer Xenoverse 1 gezockt hat, der weiß von Demigra, das ist soweit schon klar, aber warum haben die jetzt den Namen nicht genannt? Hat das irgendwie copyright-technische Gründe oder wollte man bloß nicht irgendwie, keine Ahnung, alte Wunden aufreißen, weiß ich echt nicht, aber ich fand es da ein bisschen schade, sag ich jetzt mal, vor allem von denen halt, die Xenoverse 1 nicht gezockt haben. Ja, und sonst natürlich auch den Hell Xenoverse 1 übernommen. Fand ich auch eine sehr, sehr geile Funktion. Natürlich auch das, was noch alles kommt. Wie gesagt, es gab jetzt erstmal ein Gratis-DLC mit neuen Formen von Hit. Dann Super Saiyan Blue Kaioken-Formen, die man machen kann. Dann kommen noch, ich glaube, insgesamt wieder 3 DLCs sowieso, die man sich kaufen kann. Da geht es, glaube ich, vor allem auch ein bisschen um Universum 6. Also sprich, da neue Charaktere wie Frost und Kappa kommen. Vor allem beim ersten DLC, was, glaube ich, in den ersten Tagen, oder wenn der Part, glaube ich, bereits schon raus ist. Denn auch hier, wenn man so schön sind mit Metallcoolern vorhin noch, mit Tarles und Bardock vor allem auch noch. Und hast du gesehen, Slang natürlich auch, halt die ganzen Filmcharaktere. Dass die auch wieder mal einen geilen Auftritt bekommen. Auch hier ein paar haben wieder mal gefehlt. Und auch die Cell-Saga wieder mal ein bisschen. Also habe ich so das Gefühl. Generell in letzter Zeit, alle Dragon Ball Spiele, die ich zocke, sei es jetzt da die neueren, wie Xenoverse 1, Xenoverse 2 oder auch irgendwie ältere Budokai Tenkaichi 3, irgendwie die Cell-Saga wird immer ein bisschen abgehackt. Die Freezer-Saga fast komplett, Buu-Saga soweit auch. Aber die Cell-Saga irgendwie 1-2 Kämpfe durch Piste. Naja, was man davon halten soll. Ansonsten bisher sind wir 2 auch Story-Modus-mäßig. Es war ein guter und auch ein sehr schöner Abschluss. Vor allem natürlich das Unerwartete, dass plötzlich Mira irgendwie Tor absolviert hat. Ja. Konnte man so eigentlich echt nicht voraussehen. Trotz allem muss ich leider sagen, ich fand das Story-Modus aus Xenoverse 1 geiler.
Jetzt nicht wegen Animation und so etwas, man sieht auch hier wieder sehr schön mit Kid Trunks und Majin Vegeta. Ich meine, der Auftritt von Vegeta sowieso legendär in der Buu-Saga. Natürlich auch Ultimate Gun und so weiter und so fort. Nee, es geht ein bisschen um das Unerwartete und das Epische. In Xenoverse 1 hatten wir zuerst auch Tora Miwa, bis wir Miwa augenscheinlich vernichtet hatten, dann war er weg. Ja, der Timebreaker, dann kommen wir später noch dazu. Und danach kam die Mikra, quasi aus dem Nix, der viel stärkere, viel mächtigere Gegner, quasi ein Dämonengott. Er hat sogar mit Bios angelegt und so und dann am Schluss Toki-Stadt überrannt. Wurde total der übermächtige Gegner, wir hatten keine Chance gegen ihn und es war einfach irgendwie viel mehr Action dabei. Hier jetzt die ganze Zeit hat es eigentlich recht das Gefühl, ja, Tora Miwa, wir kennen's. Dann noch der andere Minecraft in Xenoverse 1, okay, der ist auch mit dabei, schön, der fliegt da ein bisschen dahin und macht da und so. Wir räumen noch ein bisschen auf und so weiter und so fort, aber wirklich halt das Unerwartete zu sagen, der Endgegner wechselt. Oder irgendwie sonst etwas total Unerwartetes, das kam erst zum Schluss jetzt da mit Tora. Na gut, Bardock, ja, für mich jetzt weniger, weil ich aus Dragon Ball Heroes bereits kenne. Für den Rest natürlich schon, ne, dass plötzlich Bardock, der dann irgendwie übernommen wurde, plötzlich so stark wurde, etc. Und am Schluss noch der Auftritt von Super Saiyan Blue Goku. Es hatte schon epische Momente darin, aber trotz allem behaupte ich es einfach mal, der Story-Modus in Xenoverse 2 fand ich ein bisschen weniger spannend wie den in Xenoverse 1. Bisher. Wie gesagt, man weiß ja nie, vielleicht kommt plötzlich mit den DLCs noch was dazu oder da mit den Zeiteiern kommt noch irgendwas ganz Unerwartetes dazu, soll noch irgendwie das wahre Ende verkündet werden. Wer weiß, vielleicht plötzlich von Xenoverse 3 ja irgendwie Zamasu der Endgegner, im Sinne von Dragon Ball Super weiterführen oder Champa und eine andere Zerstörung, wer weiß. Ja, generell zum Schluss, vor allem da, wo Tora uns überfallen haben mit dem Ei, das wurde mir jetzt, muss man ganz kurz erwähnen, wenn wir schon im Vergleich sind zu Xenoverse 1. Ich persönlich finde, der Abschluss jetzt mit dem Finale war irgendwie zu überhastet. Das waren 2-3 Kämpfe, zack, 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 fertig war's. Aber das habe ich in Erinnerung, dass das in Xenoverse 1 ein bisschen weit ausgebaut wurde. Sag jetzt mal so, ich persönlich das Gefühl habe ich jetzt, das ging ja da 20 Minuten, das Finale, und in Xenoverse 1 ging es ja da 40 Minuten. Versteht ihr? Wenn es dann zu abgehakt ist, naja. Aber trotz allem ein sehr geiles Spiel. Eben wie gesagt, es fehlt natürlich noch einiges, vor allem auch Online-Games, mit euch, gegen euch. Das ist auch noch so ein Thema, bei den DLCs etc. etc. Insofern war das eigentlich jetzt mal ein vorläufiges Fazit, vor allem für den Story-Modus. Thanks, Whis. You really saved my skin. And that looks to be that. Well, I advise we head back home. Lingering in an era not our own. Well, it's just not a good idea. Really? I heard there was gonna be food. You know, as a reward. That's too bad. Why didn't you tell me that earlier? Huh? And now the pieces come together. I thought Lord Beerus was oddly absent. All right, now that that's settled, let's get going. Hold on. Which is better? I guess they're both good. My apologies. I wonder who could be foolish enough to interfere with my precious snack time. Lord Beerus! Oh, it's you, Elder Kai. Lord Beerus himself! What an honor! What's this pain in the butt doing back here? I heard you were celebrating the egg's return, so I thought I'd stop by for a quick gander. The nerve! He shows up now after all he's done? I can hear you. Dial it down a few decibels if you're gonna talk to yourself, you know. I've destroyed galaxies for much less, you know. I'll just destroy you instead. Here you go. Please, help yourselves.
Don't mind if I do. State your wish. I shall grant any wish that you ask. This isn't something we should take to Shinron. I'm a pretty capable cook, you know. I know. Okay then, the bird's right. We do have a lot of mouths to feed. Seriously? The Dragon Balls aren't for ordering takeout. But why not? It is a festive occasion, after all. Seriously, that's true. In that case, can you whip us up a feast? That'll leave everyone here stuffed and satisfied? Consider it done. Yeah. Whis, the sushi really is delicious. Where did he get off to? I have to admit I was worried. But you all pulled through in the end. Right, Trunks? Thanks for everything. Well, we had a lot of help. Goku, is something bothering you? Nah, I've just been wondering about something. What's that? Which one of us do you think is stronger? Well, I've been at this longer, so... That still doesn't mean you'd be the better fighter, though. I mean, Goku became stronger than his brother, right? Now I'm wondering myself. You know, you could always fight and see the results. Exactly! That's what I wanted to hear! Now bring it on! Stop, stop! What are you doing? Aren't these two supposed to be fighting? You just sit back and watch. Aww, don't I get to have any fun? Goku, please. Was, jetzt soll ich in mein eigenes Vergangenheits-Ich catchen? Ernsthaft? Ja, warum eigentlich nicht, wa? Interessant, ein Ende ohne Schrecken bislang. Ich bin mal gespannt. Wenn du das Spiel abgeschlossen hast, das ist ja nice. Ja, nichts mehr, wa? Kann wohl nochmal alte Geschichten fighten. Ich werde sicher nochmal den Kampf gegen Super Mio nochmal machen. Alleine schon, wenn ich dann mal meinen Ultimate Skill habe. Damit es halt epischer ist. Weil ich denke mal, so ein Super Saiyan Blue Skill für Saiyajins wird es wohl weniger geben. Obwohl es eigentlich ein geiles Pendant zum Golden Freezer Skill wäre. Aber egal. Egal. Erstmal gucken. Ganz kurz war es bereits vorbei, Freunde. Interessante Musik gerade. Erstmal ganz kurz gucken, was sich noch verändert hat jetzt hier in Canton City. Und dann würde ich mal sagen, jetzt Zeit für uns auch schon mal zu überlegen, wie es weitergehen soll. Wie gesagt, die DLC stehen vor der Türe, was ich noch gerne mal zeigen möchte. Die Zeiteier ja auch noch. Was will ich alles noch aufs Gewinn? Seht ihr was an? Gucken auch minderjährige Zuschauer zu. Mann. So, Expertenmission ist immerhin nur 1, immer noch, okay. Ich glaube Lehrer. Ich dachte, Son Goku da unten war. Ne, das ist Chico. Ding fehlt ja auch noch, war? Freezers an. Der ist natürlich auch geil. Was ist jetzt mit dem anderen Michael? Ist der für immer Schnee und... Jetzt...
Canton City Held. Ja, tun wir was mit dem anderen? Ist der kein Held mehr oder was? We are the heroes. We are the champs. Ja, nice. Aber wir haben auf einen anderen Michael einen Rang abgelaufen. Der wird sich freuen. Nicht. Naja. Also, gut, Buu ist da, wissen wir, aber... Die muss auch noch irgendwo sein, Goku. Wo ist Son Goku? Son Goku und Videl, da haben wir Beerus. Hä? Ah, Gotenks, ja. Wissen wir. Gehen wir mal ganz kurz alle durch. Warte, muss doch irgendwo... Das Herzen hatten wir schon. Hä? Ist weiter oben? Nee, das... Hä? Das wäre Son Gohan. Ja, ist ja auch gut. Da vorne ist ja Son Goku! Und endlich haben wir ihn. Sehr schön. Ansonsten sehe ich jetzt nichts Besonderes. Was? Story-Event bei Buu? Story-Event? Was zum Henker? Okay, Freunde, sagen wir soweit. Vielen Dank wieder mal fürs Zusehen. Ja, wie gesagt, wir gehen natürlich episch hier weiter. Die Frage, was ich kann nicht genau sagen, vielleicht kommt der nächste Part wie gewohnt in 2 Tagen wieder. Gemäß dem aktuellen Ablaufplan kann aber sein, dass es ein bisschen länger dauert, weil ich halt da noch ein bisschen trainieren möchte. Im Falle von, ja, alten Kaioshin-Kurse besuchen. Das zum einen, zum anderen natürlich auch noch Nahrung farmen für Buu halt. Dass wir dann bereits alles im nächsten Part machen können, inklusive halt dem Mystic Michael Skill. Oder aber sag mir, komm, nee, jetzt sag ich erstmal 9 DLCs noch, oder, ja, keine Ahnung. Deswegen warne ich jetzt einfach schon mal vor. Es kann jetzt direkt weitergehen, kann, dass es eine kleine Pause gibt hier. In diesem Sinne, sagt euer Held, Michael, the Prince of All Saiyans. Nee, natürlich nicht, aber... nee, es war genug weg, ja. Jetzt darf ich schon sagen. Vegeta! Ja, er hört mich nicht, okay. Michael, the Prince of All Saiyans, sagt, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Hey, hör dich doch! Okay, halt, the Hero of All Saiyans, wa? Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.